Oh Mann, Freunde, die Wildnis hier ist trotz allem, obwohl wir schon so viel Erfahrung haben, immer noch ziemlich übel. Willkommen zurück zu Pokémon Legende Arceus. Da unten, ja, wäre da noch ein Maschok, was ich vielleicht mal irgendwie noch besiegen könnte, mich anschleichen könnte. Was hat er für ein Level? 41, ja, dann glaube ich mal das Simselein. Fangen muss er nicht, das ist eh schon Forschungslevel 10. Simsler hingegen. Ich bin echt nicht mehr sicher, ob er dann nochmal einen Psychokinese einsetzen muss, damit es bei ihm für Stufe 10 die Pokédex reicht, aber werden sie gleich erleben. Jo, mach mal, was geht ab? So. Eigentlich wären wir auf dem Weg zur nächsten Hauptstory sogar. Wir haben uns aber ganz kurz überlegen, dass ich nochmal ganz kurz zurück zum letzten Lager gehe und dann von dort aus wieder weiterziehe zur Quest. Oder sogar, und das wäre die andere Variante, dass wir uns, falsche Tasten, doch noch hier zum Raum-Zeitgefüge begeben und erst von hier aus dann nach hier oben marschieren. Mal zu gucken, ob da unten noch irgendwas auftaucht. Was Neues, Geiles. So. Also, gucken wir mal ganz kurz. Wir haben viele schöne Sachen. Die ganzen Leistungsdinger mal abgeben. Wir können sie ja mal in Pokémon schon mal hinzufügen. Habe gerade vorhin offscreen bei Panferno gedacht, aber ganz ehrlich, glaube ich, ist eben noch zu früh dafür. Die Meistersamen, ja, das ist natürlich auch etwas, das sind so Dinge, die ich gerne am Schluss machen würde. Wenn ich mir gerade sicher bin, welche Pokémon will ich jetzt irgendwie fix ein Team zuweisen und so. So, gucken wir mal. Ups, falsch. Ich will Pokémon, ich will auf die Weide. Also. Mal ganz kurz switchen. Wir haben die beiden hier. 2 Shelterras. Beide haben verschiedene Moves drauf. Das ist so gesehen auch nicht verkehrt. Du hast ja keinen Wutanfall, dann habe ich ihm ja manuell beziehungsweise über einen Attackenlehrer beigebracht. Okay. Er ist trotzdem 65. Ein paar Stati müssen natürlich noch upgraden, da ist klar. Holzhammer hat aber schon bereits gemeistert. Jetzt mal gesagt, ich switch dich mal in die Pflanzenbox rüber. So. Wenn es schneller geht, in die neue Box. Hier haben wir noch ein Inkognito. Kurz mal gefunden. Und wird auch ein Spaß, die ganze Inkognito suchen. Der Gag, hey. Dass man auf die Idee kam, von wegen, oh, Inkognito pro Buchstabe, ein eigenes Pokémon, also eine eigene Form. Und dann am Schluss so, oh, Fragezeichen, Ausrufezeichen fehlen noch. Ah komm, wir machen einfach irgendwie so die Augen halb zu. Im Sinne von, ja, jetzt, ihr wurdet vergessen, aber hey, ihr seid ihr ja. Die Inkognito denken sich dann hingegen, ernsthaft, der hat uns vergessen. Naja, was haben wir hier? L, T und Y, wa? Ja, die können natürlich mal später aussortieren. Auch erst 2 Shiny sind irgendwie auch ein bisschen doof, aber sei es drum. Also, dann haben wir hier die Elite-Pokémon auch im Team. Das wären zumindest mal die Starter, die beiden. Shelterra und Panferno. Eben kann noch ein bisschen upgraden. Jetzt gerne mal Tanupto wieder mitnehmen, weil ich ja auch Arboretos und Zwotronin dabei habe. Also quasi Hisui-Starter, wenn man so will. Dann lege ich jetzt mal Simsala. Moment, vielleicht noch nicht ab. Lass mal gucken. Wie viel gefangen haben wir nicht, das stimmt. Dafür Zwotronin, natürlich auch erst Level 4. Da habe ich nämlich auch überlegt, der Offscreen wäre es vielleicht nicht klüger gewesen, die erstmal noch, bevor ich jetzt halt direkt entwickle, dass ich vielleicht mal erstmal noch die Moves einsetze. Also damit ich halt vom Pokédex her, Alter, auf Level 10 komme. Ach, hier im Mondgewalt muss ich ein paar Mal einsetzen. Okay, aber es kommt schon. Pantimos, okay, noch nicht ganz gereicht. Exemplar gefangen, Mimikry gesehen. Ne, okay. Panferno 10, Simsala 10.
Das ist doch schön. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja, auch hier Otterum baut's. Ich müsste einer mal ein paar fangen. Jetzt ist es so, jetzt wo wir die Hauptsache durch haben, müsste man die Hisui-Starter auch in der Wildnis, also beziehungsweise in diesem Raumzeitgefüge fangen können. Angeblich. Ja, aber machen wir so, dann, wenn wir die so irgendwie fangen. Wird schon klappen. Natürlich die Forschung fortsetzen. Ja. Nein, ausruhen. Mensch. Nein, jetzt schon wieder. Alter. So, schon besser. Also, Simsla kommt auch weg. Wo haben wir die Psychobox? So, dann. Oh, der rausgeht. Psycho. Zack, neu und zurück zum Team. Was könnte man da noch Schönes mitnehmen? Jetzt gerade Lucario und Turkis dabei. Sind eigentlich coole Ergänzungen zum aktuellen Team. Die Typen unserer Pokémon sind noch verändern, deswegen passt es aktuell eigentlich doch relativ gut noch. Jetzt haben wir natürlich nach Tara, Psyana und Felinara. Noch nach Tara mitnehmen, so einen Pokédex noch irgendwie vervollständigen. Oder ein neues Pokémon wie Zoroark, also Hisui Zoroark wohlgemerkt. Das ist normal Geist-Pokémon. Okay, wir haben natürlich schon Tanuto drin als Geist, aber shit happens in dem Zusammenhang. Oder soll ich mich lieber mal darum kümmern? Wir brauchen noch was anderes, und zwar, wo ist jetzt hier die Wasserbox? Geister, die geistliche Rief, Wärmevariante. Wenn wir schon bei Hisui-Formen sind. Hier, die Barschufts. Hier haben wir männliche und weibliche. Aber die auserwählt, um entwickelt zu werden. Ich glaube schon, wa? Also ich meine die Idee dahinter. Ja, schon mit Barschuf. Ich glaube, der muss irgendwie Schaden bekommen. Um sich entwickeln zu können. Ich glaube, das war irgendwie so. Also damit sich ein Barschuf, so ein weiß gestachtes Barschuf überhaupt weiterentwickeln kann, muss er, glaube ich, eben selbst Schaden bekommen. Wobei er selbst Schaden erleidet. Genauso Wellentackle oder Risikotackle muss ich eigentlich mit ihm einsetzen. Und wenn ich irgendwann genug Schaden bekommen habe, ich glaube, wie ist das, irgendwie 200 Schaden, glaube ich. 200 Punkte Schaden, 200 KP Schaden quasi. Dann würde es sich entwickeln. Dann nehmen wir auf den mal mit und guck mal, wie das so läuft. Und währenddessen, machen wir es mal so. Ein neues aktuelles Team. Oh, endlich mal ein Wasser-Pokémon. Also, ja, vorhin schon gehabt. Hey. Ein aktives Wasser-Pokémon im Team. So. Dann, hier ist ja hier am Zeitgefüge, Verzerrung, Shit Happens. Okay, wenn wir schon Zotronin haben. Genau, da wird es auftauchen. Dann haben wir hier natürlich hier und da noch ein paar Elite-Pokémon. Hier war doch ein Elite-Galopper. Warte mal, ich fliege mal hier hin. Damit ich halt bis diese Raumzeitverzerrung auftaucht und noch ein bisschen trainieren kann. Von dem machen wir uns straight auf den Weg da rüber. So, was soll jetzt hier für ein Herrscher sein? Elite. Irgendwann brechen wir noch die Knie. Hä? Will er kämpfen? Krass. Könnte klappen, Freunde. Könnte klappen. So.
Ich versuche es mal jetzt ein bisschen überrumpelt. Da kann man mal gucken, wie viel Schaden so ein Tempo-Blattwerk macht. Ja. Natürlich. Doppelschlag, ja, ist ja kein richtiger Schlag. Ein Statusboost. So. Sofort normal. So eine nachher. Mit Kraft und normal. Natürlich. Ich meine, ist ein fucking Eisenschweif, trotzdem zieht er so viel ab. So dann. Ich meine, es hat eine Krafttechnik eingesetzt, das ist eigentlich perfekt für Barschuft. Wellentackle, oder lieber Risikotackle. Trifft er neutral. Rabatos wieder zurückholen. Und natürlich kein Beleber dabei. Ja komm, scheiß drauf. Mein gelevelt haben wir relativ schnell. Mir geht es mehr darum, dass ich irgendwie die Moves noch drauf habe. Wo zum Henker ist jetzt. Ah, da. Hä? Ist Elite Bidifas? Ernsthaft? Oh, okay. Ja, dann liegt auch noch mal ein bisschen weiter. Ihr müsst ja noch irgendwo. Ist doch irgendwo ein fucking Galopper. Da ist normales Bonita. Ja, hör's doch. Hä? Hier drüben ist es doch. Ah, da ist es. Kurz markieren. Jetzt überall Elite-Pokémon, krass. Die Handschlagen ist irgendwie doof. Wir könnten natürlich. Ja, hau am besten noch ab, genau. Und überrumpelt. Ja, das kann passieren. So. Eine schnelle Wasserdüse, 2 Dronin. Sehe gar nichts. Okay. Ernsthaft? Wieso kein Galopper Hypnose? Hä? Muss ich das verstehen? Es ist Schläfer, kann nicht angreifen. Hä? Ich meine, wenn ich schlafen würde, dann kann ich nicht angreifen. Ja, wenn ich schläfrig bin, kann ich trotzdem noch angreifen. Machen wir hier mal einen kraftvollen Wellentackle. Ja, Mann. Self-Damage ist geil. Naja. Achso. Ja, gut. Das ist vielleicht Pokédex-mäßig nicht so viel gebracht, wie ich gerade wollte. Wir können es trotzdem mal ganz kurz schnell testen. Bauschuft eben auch schon mal 10. Also ein Risikotackle gesehen. Okay, ich muss das entwickelt haben. Ja, da fehlen uns noch ein paar. Weiblich und männlich halt. Aberitos. Okay, der geht aber schnell. Blattwerk gesehen und so. Zack, zack. Okay, kann ich den schon mal entwickeln. Das ist schon mal gut. Ja, in die erste Stufe verpasst, aber mein Gott, das ist halt so. Was willst du machen? So, Freunde, jetzt können aber langsam mal diese verdammte Kacke, Dingsbums hier vorne mal ein bisschen getriggert werden.
Ist der schon aktiv? Oh, haben wir gar nicht gemerkt. Scheiße. Okay, jetzt müssen wir beeilen. Onyx. Kann man gebrauchen, das stimmt. Onyx wurde überrumpelt. Ist auch relativ stark, wie ich gerade sehe. Gut. 20 Level höher. Ja, kann man natürlich passieren, das stimmt. Mein Fehler. Kann man jetzt irgendwie einen Onyx-Schlussverkauf oder was? Ne, so geht es natürlich nicht, alles klar. Angreif wiederum. Aua. Das. Was? Ist das schon nur wert, die Verzerrung? Hey, der hat gerade erst angefangen. Okay, krass. Zu Beginn der Folge hieß es noch, die Verzerrung beginnt gerade oder beziehungsweise bahnt sich an, jetzt ist sie schon wieder vorbei. Haben wir gar kein Onyx gefangen, kann das sein? Merkt unsicher. Nee. Hä? Okay, das ging jetzt aber echt für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell. Ja gut. Natürlich doof, aber kann passieren. Gut. Wenn es nicht so viel rauskommt, wie ich eigentlich wollte, scheiß drauf kommen. Ich habe eh gesagt, dass wir die ganzen Dinger hier, also ganze Raumzeitgefüge und so, klar, neue Pokémon fange ich nicht, das haben wir schon mal gesagt. Darin, aber es trotzdem einfach mal begegnen würde, beziehungsweise betreten würde, um eben halt Pokédex-Aufgaben machen zu können oder gewisse Items zu sammeln, die wir bereits kennen. Sowas halt in der Art. Habe ich eigentlich das fliegende Gardos jemals gefangen? Ich glaube nicht, oder? Doch, okay. Wir haben es mal gefangen. Du, 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 du. So. Ah, da ist sie fest. Du, du, du. Jetzt bestimmt noch mehr Elite-Punkte, als ich jetzt hier markiert habe. Ist sie vielleicht auch mal irgendwie ausgemacht. Ich glaube, ich weiß irgendwo hier ein Luxe und Luxor gibt es noch. Was auch ein Elite-Viech ist, aber naja. Und die Welt lädt. Wir sollen ein bisschen schneller laden. Ist da unten noch. Ah, warte mal. Papatribi. Muss ich eigentlich noch ein weibliches fangen, um es zu entwickeln? Also ich weiß, ich habe noch kein Hornweisel. Genau, ist noch leer, aber ich dachte, ein Vatribi hätte ich auch schon in weiblicher Form. Ja, zumindest gemäß Pokédex. Ja, haben wir. Haben wir. Sehr gut. Michael, wenn ich in meinen Nachforschungen richtig liege, dann... Was? Ein Elite-Pokémon? Na, da kommt's plötzlich. Das sei doch so lieb und kümmere dich um dieses Hornweisel, Michael. Weisel. Los, Sword-Runde. Nein, der falsche, wollte einen anderen haben. Man weiß, das ist einfach fies. Du schickst ein Pokémon rein und du kannst gar nichts machen, ist sofort tot. So, eigentlich würde ich sehr gerne irgendwie auch schwächen, wenn ich ehrlich sein darf. Barschuf, die haben ja so ein bisschen Schaden bekommen, Self-Tackle und so, aber irgendwie leicht Angst. Sieht man in Level 60.
Ich glaube lieber Lucario rein. Mach ein bisschen Tempo. Tempo, Patronenhieb. Oh, da muss ich aber lange Tempo, Patronenhieb machen. Tempo, Patronenhieb, so ist ja kein Tempo-Hieb. Ist ja kein Tempo-Hieb. Wow, das war im Kampf Stahl-Pokémon, nicht schlecht. Jo, das war's in dem Fall. Tschüss, Lucario. Ein Velisoli. Barschuft, Wellentagel, Knirscher. Ich habe Angst, dass er nachher drauf geht. Sodroning ist eh schon down. Dann nehme ich, glaube ich, mal Tanuto. Wieder mal mein guter alter Starter. Dankeschön. Du hältst die Steintafel. Der Steintafel wohnt die Energie des Typs Gestein inne. Wir kriegen von einem Honweisel, was ein Typus Käfer am Flug hat, eine Tafel mit dem Typus Gestein. Ist ja keine Terra-Kristallisierung. Wir sind hier nicht bei Violet und Scarlet. Hä? Oder war das irgendwie ein versteckter Hinweis? Also nur zufällig, ja toll. Vielleicht ist das ein Terra-Typ Gestein, was denn nicht? So ein Kokita. Ganz genau. Du hast sicherlich, du hast schließlich noch gar nicht für ihre Hilfe in der roten Kette bedankt, nicht wahr? Dann ist das die perfekte Gelegenheit. Also los, lass uns zur uralten Siedlung aufbrechen. Was kannst du gerne? Alter, was? Scarabon übersehen. Alter Schwede. Stimmt, hier ist noch normalerweise hier ein Scarabon. Stimmt. Natürlich als doof, wenn irgendwie. Gut, bei Lucario ist nicht so schlimm. Zutun ihn aber gern, dass er irgendwie ein Ding kriegt. Erfahrungspunkte kann jetzt aber nichts machen, weil er kann ja keinen Beleber herstellen. Wieso ich nicht auf die Idee mal kam, Beleber mitzunehmen. Nehmen wir noch 6 Stück in der Box. Keine Ahnung, wieso ich nicht auf die Idee gekommen bin. Dreh dich um. So ein weibliches, wa? Also was wäre ein männliches Elite-Scarabon, glaube ich. Scarabon. Ich finde, Scarabon ist ein cooles Pokémon. Ich finde es nur schade, dass irgendwie, warum auch immer, das Scarabon kein Ding hat. Luftschnitt als Sicherheit. Obwohl, warte mal, nee. Moment, ich muss einen Monkerball einsetzen. Den Pokédex. Warum Scarabon nie auch eine Babyform hat? Eine Entwicklung kann es nicht bekommen. Theoretisch nicht. Da es ja eine Mega-Entwicklung hat. Und bisher ist es eben noch so, dass Pokémon mit Mega-Entwicklungen sich noch nicht weiterentwickeln können. Gemeistert. Nein, gut, komm. Wieder mal zurück zu... stimmt. Hier sind ja noch ein paar Dinge. Nein! Oh, falsch. Wo sind hier in der Nähe? Da haben wir ein bisschen umdrehen, dann geht das schon. Und der andere, der ist... Auch hier? Hier. Tja, Zufälle gibt's gar nicht. Okay, ansonsten gibt es hier noch irgendwie auch spezielle Pokémon, die ich noch fangen kann. Fangen muss ich, glaube eigentlich nicht. Klar, laut Pokédex ja eigentlich schon. Wir sind in Grasland. Auch ein Togepi.
Aber angeblich lebt sie gar nicht hier, wo sie im Pokédex ist, sondern in einem anderen Gebiet drin. Blitzer, ja, wissen wir, wie es Blitzer gibt, aber ganz ehrlich kann ich auch einen Donnerstein nehmen von Evoli. Und dann war's das. Forschungslevel, ja, ich muss noch ein paar Mal Mondgewalt einsetzen. Felinara haben wir auch schon. Hytera, ich habe es immer nicht geschafft, einen Hytera zu fangen, war. Das könnte ich mir eigentlich jetzt noch zum Ziel setzen. Für die Folge. Wo Hytera ist, wissen wir. Es ist nämlich hier. Ich glaube, hier war es, war. Hier oder hier oben. Eins von beiden Orten ist es. Ganz kurz gucken. Fundsachenforum. So. Ist ja nicht so viel davon, aber egal. Ansonsten, scheiß Lehmbälle. Ja, wir müssen eigentlich mal noch ein bisschen die Kohle sparen, um Klebkugeln selber herstellen zu können. Das stimmt soweit schon. Okay, nehmen wir den da mit. Pokédex, was sagt der? Fast Level 9 schon. Was? Steinhagel. Ah, stimmt, da kann natürlich mal Onyx noch entwickeln. Metallmantel hätte ich ja noch. Käfergebrummen gesehen. Ja, gucken, ein paar Mal einsetzen, ist kein Problem. Lucario Level 10, Swodronin Stufe 10. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Gut, gut. Weiter. Frage mich, ob es schon nachgespawnt ist. Da bin ich gar nicht mehr so sicher. Ups. Falscher Move, den wollte ich. Über Stock und über Stein. Na? Ja, gut, switch mal schnell um. Oh. So, was könnte es mögen an der Nahrung? Okay, da dürfen wir nichts. Das ist einfach, weil es irgendwie Feen-Pokémon ist, aber okay. Ganz schön wählerisch, wa? So. Das ist eigentlich schon drin, nee, natürlich nicht. Vielleicht, aber auch noch nicht drin, aber in den Kussil oder sowas in der Art. Da kommt Scheiß drauf, so eine Kühe, aber gar nicht mehr. Verschiedene, also. Scheiß drauf.
Das Vieh ist echt mühsam. Und nervig nicht zu versehen. Nicht. Na gut, wenn man gerne Risiko-Tackle einsetzt, dann gehe ich natürlich auf Lucario. Ich könnte auch auf Tanuki gehen, weil die ist ein Geist-Typ. Also sowas irgendwie, warte mal, haben wir das letzte halt hier irgendwie Feuerschlag drauf gehabt? Kann man irgendwie so vage daran erinnern. Ja, du hast auch ein weiches Ei, hey, Alter. So. Ja, dann eine hohe Spezialverteidigung. Passt also schon. Da hat Lucario verfehlt. Okay, jetzt müsste ich ihn doch eigentlich mit dem Patronenhieb Tempo soweit schwächen können. Ja, geht doch. Warum nicht gleich so, Freunde? Haben wir jetzt gesehen? Ach, hier zwei. Okay, ist nur einer im Kampf. Ballschuh, wir brauchen noch ein bisschen Schaden einzustecken. Jetzt kommt er noch mit Tempo-Hieb. So. Nochmal eine Wellen-Tackle. Bin gespannt, ob wir in der nächsten Folge vielleicht sogar schon Barschaft entwickeln können. Sehr schön. Ja, dann braucht es halt ein bisschen nach oben, das ist mir noch egal. Barschaft wurde besiegt. Ching Ching, Attacke gemeistert. Sehr gut. Entwickeln kann aber sich noch keiner von euch. Nö. Barschaft hat mich auch gewundert. Dann gehen zum ersten Mal durch seinen eigenen Attacken K.O. Also hat er noch garantiert noch keine 200 Punkte eingesteckt. Trotzdem könnte man sie natürlich, ich glaube, machen vielleicht sogar offscreen, wenn ich dazu komme, nochmal ganz kurz informieren, dass es mit Barschuftsentwicklung war, ob ich nicht irgendwie was vergessen habe, ob es ein anderer Move ist oder so, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es wirklich das war, dass es halt tatsächlich halt sich selbst Schaden zufügen muss. Auch aus dem Grund, ich glaube, daran erinnert, weil die Entwicklung, Salmagnis, kennen wir ja, ist ja vom Typus Wassergeist. Das soll ja auch ein Indiz dafür eigentlich sein. Von wegen, ja, eben, es ist also so lange selbst getroffen, dass es quasi ist brutal, gar keine Frage. Aber ich glaube, es war so. So. Ich kann mal ein bisschen vorbereiten für die nächste Folge, Freunde. Yo. Was sagst du, Alter? Elite Hytera. Der Pokédex lässt grüßen. Hytera Ace 2 Level 5. Was können wir noch machen? Hyteras Angewohner Menschen zu helfen erforscht. Die könnte ja auch jetzt schon getriggert sein, so wie wir eins haben. Könnte ja sein.
Lucario 10, Barschuf 10, auch schon, sehr gut. Wellentackle gesehen, jo, passt. Passt. Lucario sonst, gefällt mir gut, kann man glaube ich mal gerne noch im Team behalten fürs Erste. Jo, läuft. Also Freunde, machen wir genauso weiter. Dann kehrt das mal ins Dorf zurück, weil ich weiß sonst nicht, was ich noch machen sollte. Sonst gesagt, vielleicht nächste Folge in ein nächstes Gebiet nochmal gehen. Eben noch ein bisschen gucken wegen den Sidequests und so, ob vielleicht irgendwo noch was ist. Jo, dann haben wir hier eine neue Nebenmission. Ja, wo ist das doch? Kaum hast ein neues Pokémon gefangen, schon. Gibt es auch neue Quests? Nein, oder eigentlich hier, so. Der Mythenjäger, sind wir dabei. Der ist klar. Verdammten Dinger. Müssen eigentlich nachts auch mal echt mal suchen gehen. Können wir uns auch mal für eine nächste Folge mal aufsparen. Einfach die restlichen Dinge einfach mal alle in eine Folge holen und dann haben wir es. Wenn du das weibliches Hippopotas zeigst, okay, muss man noch machen. Carpador ist eben noch nicht Level 10, wa? Geschmack von Honig. Matribi. Gegen des Meeres nachher später. Ballonjagd. Oh, muss man auch machen, stimmt. Würde ja was zu sagen hat. Ein tiefschwarzer Albtraum. Kennen wir, wird Darkrai sein. Jetzt auch wieder die Faxos Aufmerksamkeit. Das als Sicherheitstrupps. Ja, ich glaube, wir können uns in der nächsten Folge auch ein bisschen darum noch kümmern. Ist noch eine gute Idee. Ja gut, in dem Sinne, Freunde, sagen Barschuf und ich, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pokémon Legends Arceus, dem selbstzerstörerischen Barschuf. Oh Mann. Bis dahin, bye bye.